Fröhlich winkt sie dem Tobias und dem Rössli nach. Das Rössli trabt ein Weile, dann fragt es: «Und jetzt?» Der Tobias legt den Kopf in den Nacken und schaut zur Spitze vom Christbaum auf. «Siehst du das grosse Licht dort oben?» «Ich weiss, dass es dort ist. Ich will das Licht ganz aus der Nähe sehen.» «Leider darf ich dich dort nicht hinbringen», sagt das Rössli. «Es ist noch zu früh.» Der Tobias steigt ab und klopft dem Rössli den Hals. Und wenn ich das letzte Stück zu Fuß gang?» «Ich glaube nicht, dass du die Spitze erreichst.» Der Tobias macht vorsichtig einen kleinen Schritt. Er breitet die Arme aus. Das Licht ist sanft und warm. Es fließt wie goldige Milch über die Äste. «Du Licht», flüstert der Tobias, «wenn du willst, dann komm ich bis zu dir.» Auch das Licht hat eine Stimme. «Tobias», sagt die Lichtstimme, «bist nicht traurig, dass du nicht ganz rauf kannst. Ich bin trotzdem bei dir. Schau nur in dein Herz hinein, dort findest du mich. Siehst und spürst es?» Der Tobias legt die Hand auf sein Herz. Er fühlt, wie es schlägt. Auch das Licht glaubt er zu sehen. Ein kräftiger, heller Strahl. Fast wird es dem Tobias schwindlig vor den Augen. Es knistert und leuchtet rings um ihn. Sternli und bunte Kugeln kreisen um ihn, immer schneller und schneller. «Hilfe! Hilfe, ich gehe runter!» ruft der Tobias. «Sch!» Grad geht in die Tiefe. Und rund um ihn ist immer noch der frische Duft der Tannennadeln. Der Tobias wird von kräftigen Armen aufgefangen. Es sind dem Josef seine Arme. Und was der Tobias jetzt an den Wangen kützelt, ist dem Josef sein Bart. Der Josef leitet Tobias der Mutter Maria in den Schoss und nimmt ihr dafür das Jesuskindli ab. Er trägt sie in der Höhle um, denn es hat seine Schreistunde, wie alle Babys auf dieser Welt. «Alles in Ordnung mit dir?» fragt Maria und streichelt dem Tobias das Haar aus der Stirn. «Ja», sagt der Tobias, «ich will wieder heim.» Der Tobias macht die Augen auf. Er liegt auf dem Teppich vor dem Christbaum. Nadine hat aufgehört zu trommeln. Die Babyschwester schreit, aber schon ein bisschen schwächer. «Du hast geschlafen», sagt Nadine. «Nein, ich bin da oben», sagt der Tobias. «Auf dem Christbaum.» Und er erzählt Nadine alles, was er erlebt hat. «Aber immer habe ich deine Trommeln gehört.» «Es ist unsere Trommel», sagt Nadine. «Das nächste Mal trommelst du und ich gehe auf die Reise.» «Abgemacht», sagt der Tobias und holt für Nadine ein Honigzeltchen aus der Hosentasche. Er spürt, dass die Feder noch da ist, die blaue Feder und das zweite Zeltchen und sogar die Zuckerlocken vom Zuckerleu. Ist echt das Mutmacherlied auch noch da? Leislig, ganz leislig pfeift er vor sich hin. Die Babyschwester ist im Papi seinen Arm eingeschlafen, aber der wiegelt sie vorsichtshalber noch ein bisschen weiter. Dabei schaut er den Christbaum an. «Komisch», sagt er zur Mama. «Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass ich den Schlitten das mal so hoch aufgehängt habe. Oder hast du?» «Überhaupt nichts habe ich», murmelt die Mami. «Was pfeifst du da, Tobias? So eine hübsche Melodie. Ich habe gar nicht gewusst, dass du pfeifen kannst.»